So, geht noch was? So, grüß Gott beieinander. So, Mr. Sigi, Mrs. Wifey, Mr. Boxer, Mr. Price, grüß Gott beieinander. Alles fit bei euch, schön, dass du hast. So, früher Stunde. Ja. So gefühlt schon wieder eine Woche her, dass ich gestreamt habe. Das ist komisch, wenn man am Wochenende nicht streamt. Ich glaube, das ist das erste Wochenende seit, keine Ahnung. Ich glaube, das erste Wochenende heuer, wo ich nicht stream. Wenn man jetzt mal den Pausenzeitraum außer Acht lässt. Es hat hingehauen! Er ist jetzt ein vierfacher Super Saiyajin und wem hat er das zu verdanken? Kein Saiyajin hat jemals dieses Level erreicht. Mr. Spotty? Mahlzeit zusammen, rotes Herz. Spotty, Mahlzeit! Merci für den Resub im 4. Monat. Weiterhin willkommen in der Basis-Gang. Viel Spaß mit den Emotes. Ich hoffe, es funktioniert alles. Ja? Nicht, dass jetzt der Nächste daherkommt von wegen, Emotes und so weiter, gängen nicht. Also ich hoffe, das passt alles. Spotty, danke dir. Ich hoffe, dir geht's gut. Alles fit bei dir. Schön, dass du bist. Highlander, habe ich dir, grüß dich. Ich brauche einen dritten Bildschirmfix. Ich habe keinen Platz mehr für die Tablet. Oder Handy wahlweise. Also ich bin bisher mit meinen 2 komme ich tatsächlich erstaunlich ausreichend gut aus. Also ich habe bisher noch keine Probleme nicht gekriegt. So, Bank ist fit. Ich hoffe doch. Ich hoffe doch. So, heute ist es endlich soweit. Heute werden wir uns mehr oder weniger den Haupthandlungsort von Assassin's Creed 2 anschauen. Oder was heißt, werden wir uns anschauen? Da werden wir jetzt halt dann relativ zeitnah hinkommen. Nach Venedig. Wenn du mich fragst, eine der geilsten Assassin's Creed Locations, die wir es bisher gemacht haben. Oder einfach jetzt. Ne? Kommen da ein paar geile Missionen noch. Also Venedig ist auf alle Fälle in der Hinsicht der Reise wert. Wie weit wir dann tatsächlich heimkommen, weiß ich nicht. Das werden wir uns dann anschauen. Wir ungefähr streamen bis um circa 7, je nachdem, wie es sich gerade ausgeht. Aber länger nicht, weil ich muss halt noch in die Nachtschicht. Ja? Und noch halt wird noch der Streamer-Hunger kommen und ein bisschen auf die Couch flocken muss ich um mich schließlich auch noch. Es hilft im Moment nicht. Aber gut, da kümmert sich mein zukünftiges Ich drum. Ja? Jetzt kümmern wir uns dann erst einmal, was spieletechnisch ansteht. Ja, sonst habe ich eigentlich nicht wirklich was Neues zu berichten. Großartig. Außer, dass wir Taxen noch wieder haben von gestern. Ich habe gestern 2 Einzelmatches im Tennis gehabt. Und nach dem zweiten hätte ich bald gemeint, jetzt brauche ich dann eine Trage. Aber gut. Andere Geschichte. So. Jetzt meine ich, da haben wir aber eh nicht lang umeinander. Ich glaube, dass wir direkt in Speyer wollen. Was machen wir denn? Ich glaube, das war eine Idee, oder? Warum ist da eigentlich so ein komischer Rahmen? Steht die Frage nicht. Gut. Also wacht. Machen wir da mal leise. Langsam Speyer mal aufmachen. Ja, wobei, das machen wir mal so. Ich kenne wieder mein OP-Bildschirm, ja? Von dem ihr eigentlich nicht so viel habt, aber gut, das hilft immer nicht. So. Angemeldet habe ich mich in weiser Voraussicht vorher schon, ja, dass ich das ganze Blendbezeit nicht schon wieder machen muss. Das heilige Wenig ist leider etwas verlaufen ja, gut, okay. Das wundert mich. Ich selber war noch nie in Venedig. Ja. Vielleicht zeige ich es irgendwann einmal. Aber mal schauen. Wie gesagt, ich war generell noch nie in Italien. Also zumindest nicht, dass ich mich erinnern kann, sagen wir es so. So, warum geht jetzt der Controller nicht? Oh, bitte nicht. Controller, was ist los? Na, nix Maus und Tastatur, bist du eigentlich behindert. So, das brauche ich. Dankeschön. So,
Oh, Sole mio. Das wundert mich, dass ich das noch nicht gesagt habe in dem Spiel. Da. Zauberhaft. Ich habe mich letztes Mal noch ein bisschen anders eingekleidet. Wir machen jetzt einen auf schwarz, ja, weil mehr schwarz ist mehr gut und ich trage so lange was Dunkles, außer heute, ich trage so lange was schwarz, bis das was Dunkles gibt. Genau, da haben wir uns letztes Mal in Romagna Forli noch ausgiebig ausgetobt. Ja, wir haben alle Türme erklommen. Ich habe die Codex-Seiten noch gesammelt und wir haben ein Assassinengrab gemacht. Ansonsten haben wir da jetzt eigentlich alles erledigt. Ja, das heißt, wir schauen jetzt einmal, was mit der Hauptmission Phase ist. Wir werden jetzt nämlich gleich eine bezaubernde Dame kennenlernen. Bild und Ton ist hoffentlich in Ordnung. Ja? Wenn nicht, dann wird es schon schreien, wenn es nicht passt. Bisschen runterkommen, der Ort, wenn du mich fragst, aber gut. Ich schließlich nicht der Bürgermeister davon. Dem war ein Heuhaufen. Sieht nicht so aus, gell? Ah, irgendwo kommt schon mal einer. Müssen wir sowieso in die Richtung. Abgesehen davon. Warst du in deinem Leben öfter in Italien wie in andere deutsche Bundesländer? Ich war auch noch nicht stark in andere deutsche Bundesländer. Wenn ich ehrlich bin. Bin noch nicht recht stark über die bayerische Staatsgrenze rausgekommen. Zweimal in Baden. Mit Mr. Boxer. Und ich glaube, das war's auch schon. Nein, ja doch. Stimmt. Zweimal Baden. Weiter bin ich noch nicht gekommen. Gut, in Hamburg war ich mal. Aber weiß nicht, ob das zählt, das war die Abschlussfahrt. Ah, da ist eine Heimung. Siehst du das da? Irgendwann muss einmal einer kommen. Ist Zeit. Gut, dann Zeit Hamburg dazu. In Hamburg war ich auch. Ganze 4 Tage. Wann das? Oder 3 Tage. 3 oder 4 Tage, ich weiß nicht mehr genau. Ist aber auch schon wieder 12 Jahre her. Länger sogar. 13 Jahre. War aber cool dort, muss ich tatsächlich zugeben. Da haben wir uns das Musical angeschaut. König der Löwen. Also war gar nicht einmal so unübel. War wirklich war eine Reise wert, sagen wir es so. Bleibst ein bisschen in Bayern, nicht, dass du baden gehst. Nein. Baden gehe ich halt bei uns auch. So. Da ist er. Hier drüben. Ich komme von hinten. Ganz dreckig. Venezianischer Vorposten, da war der Rätsel. Die Rätsel sparen wir uns jetzt lieber, weil ich bin sowieso zu blöd, dass ich löse. Du hast mein Leben gerettet. Ich tat, was ich tun musste. Du hättest dasselbe getan. Das bezweifle ich. Tapferkeit ist nicht meine Stärke. Ich schulde dir etwas. Die Niente. Tutti a bordo! Wir legen bald ab! Das ist die Fähre. Venedig erwartet uns. Wo ist euer Pass? Welcher Pass? Du hast keinen Pass? Ihr könnt Venedig nicht ohne Pass betreten. Wer hat euch eingeladen? Niemand. Gute Sache. Basta. Kein Pass, kein Zutritt. Keine Sorge, Leonardo. Mir fällt schon was ein. Freunde, wichtig. Steht da nicht so rum! Ich brauche Hilfe! Freunde der Sonne, die schaut zwar drei wie ein Stier bei der Besamung, aber das ist ein absoluter Ehrenbatze. Sag ich gleich einmal vorweg. So, jetzt brauchen wir ein Boot. Das mitten im See steht. Super Sache. Baden kann man im Sitz, kann man gut. Ja, wenn's da auf ja, ich hab einmal gehört, wie heißt das? Sauer macht lustig, oder? Irgendwas war da. Mr. Price. Hilfe bitte! Ich kann nicht schwimmen! Ja, das ist nicht so, dass man da schwimmen müssen. Vor allem, jetzt schaut's euch mal an. Das ist eigentlich das Geile. Sie kann nicht schwimmen. Dreh dich an! Das sind ungefähr 4 Meter, die wo da dazwischen haben. Und da wächst groß. Madonna. Oh, ihr seid gut. Sicher habt ihr Schlag bei Damen. Ich wollte niemanden beeindrucken. Katharinas Nur eine Dame Forza, aus der Not Freunde. retten.
Und genau darum beeindruckt ihr. Und ihr seid Messer... Auditore. Aber bitte, nennt mich Ezio. So, wir wenden den Ich Mund. heiße Katharina. Nun, Ezio, müssen wir eine angemessene Belohnung finden. Habt ihr etwas Besonderes im Sinn? Da gibt es vielleicht etwas, wobei ihr mir helfen könnt. Ich bin ganz Ohr. Ja, wie? Warst du schon mit dem Gespräch? Wenn ich so jetzt her, dann schmeiß ich Mario Patio. Wie ihr wünscht, Signora. Er wird euch nicht mehr belästigen. Ich hab das erledigt. Hab Dank, Katharina. Vielleicht sehen wir uns wieder. Solltet ihr euch jemals in Forli wiederfinden, wäre es ein Vergnügen, euch zu treffen. Und ich freue mich auf eure Gastfreundschaft. Oh ja, Gastfreundschaft. Die wieder kriegen bei ihr. Bitte, nehmt meine untertänige Entschuldigung an, Signore. Ich wusste nicht, dass... Das ist schon gut, mein Freund. So. Die Katharina Sforza wird man auch ein wenig ausgiebiger im DLC kennenlernen, ja. Und die lernen wir auch noch besser im nächsten Teil kennen. Ja? Aber das ist eine absolute Ehrenfrau, das sage ich mal dazu. Ja, die hat nicht nur Holz vor der Hitten, sondern die ist wirklich so warmherzig, wie es tut. Oh, wir müssen mal vielleicht einmal. Das tun wir jetzt vorher noch, weil wir eh schon am Hafen haben. Jetzt holen wir erst einmal die Kohle ab, damit wir uns vielleicht noch ein bisschen eine Rüstung kaufen können. Das glaube ich ist keine schlechte Idee. Bei Mario Kart steigt das Salzgehalt erwiesenermaßen gerne mal um 200%. Das fühle ich auf absolut. So, jetzt kann ich eigentlich gar nicht mehr folgen. Das soll jetzt wahrscheinlich reden vom oberösterreichischen Seen und du vom Mario Kart. So. Ja, in Siege muss man, da musst du einfach Ja sagen. So, jetzt holen wir uns erst einmal unsere Kohle ab. Ja, schaut her, der Ort, der blüht ja richtig auf. Ja? Schaut aus wie neu. Vorher so richtig angranzt und erschissen und jetzt halt schön bunt. Ja? So stellt man sich Italien vor. Und die Villa schaut auch aus wie neu gemauert. Passt. Ja? Bis auf die Ranken, die kehrten vielleicht noch weg, aber gut. So ist sich der Gärtner kümmern drum. So, 32.852 Florin. Freunde, das ist zauberhaft. Haben wir noch irgendwas zum Buongiorno. Ausbauen? Salute, Sir Ezio. Sollen wir uns die Liste anschauen? Ja, ein Kunsthändler. Können wir noch 2 Mal. Das machen wir jetzt auch, weil dann ist das erledigt. Und 2 kostet ja das jetzt auch nicht mehr. So, Buon viaggio. steigt unser Wert nochmal. Und dann haben wir jetzt eigentlich die wesentlichsten Renovierungen gemacht. Ja, dann können wir das jetzt einfach, da können wir jetzt 5 gerade stehen lassen. Weil die ganzen, für alle, du kriegst jetzt zwar noch Bonus für sämtlichste Sachen an Waffen, Kunstwerken, Schneider-Sachen, was du kaufst, gibt es auch noch mal ein bisschen einen Bonus, aber das ist jetzt nicht mehr so dramatisch. So. Gut, da habe ich da jetzt noch nichts Besonderes, was mir anlacht. Waffen haben wir uns letztes Mal gekauft, Rüstung war einmal wichtig, ja. Da war einmal ein bisschen ein Brustschutzrecht, dass wir mal ein bisschen mehr Gesundheit haben. Ich meine, es ist zwar nicht so, als darf man es unbedingt brauchen, aber sicher ist sicher. Ja? Nächstes da. Jetzt schaut das auch noch ein wenig aus. Jetzt haben wir nicht mehr so einen Lederfetzen rumhängen, dann haben wir zumindest einmal eine Plattenrüstung an. Ist auch etwas. Ja? Können wir uns da vielleicht noch irgendwas kredenzen. Einen großen Medizinbeutel, auf den scheißen wir, aber die Messergürtelerweiterung, die holen wir uns auf alle Fälle. Die ist gut. Mehr Wurfmesser ist mir gut, Freunde. So, die müssen wir jetzt wieder beim Schmied kaufen, wenn ich mich nicht komplett täusche. Munition. Nächstes da. 15 Messer. So geht es auf der Baustelle. So, und jetzt? Jetzt schauen wir uns an, was in Venedig Sache ist. Was da gespielt wird. Vermutlich nichts Gutes, da hinten ist noch eine Truhe, Mann, oder? Denken wir mal. Da kann ich was aufblitzen sehen.
Na, Österreich bin ich schon. Das gelegentlich einmal, sagen wir es so. Nach Linz komme ich aber auch nur, wenn die mein shoppen gehen her. Ja, aus Gründen. Aber so. Ich wohne jetzt nicht so weit weg von Linz. Gut. Ab nach Venedig. Vorsicht, Ezio. Weißt du, wer das war? Meine nächste Eroberung? Wohl eher nicht, Ezio. Das ist Caterina Sforza, Tochter des Duca de Milano. Ihr Ehemann ist... Ehemann? Sie. Ihr Ehemann ist Statthalter von Forlì. Diese Frau ist genauso gefährlich, wie sie jung und schön ist. Klingt genau nach der richtigen Frau für mich. Ezio ist halt einfach, dem ist das scheißegal. Dem ist das scheißegal, Hauptsache ist eine Frau. So. Alles in Ordnung? Gehen wir doch noch in Venedig. Du machst erstaunliche Fortschritte. Erstaunlich würde ich nicht sagen. Aber warum hören wir dann auf? Ein zu langer Aufenthalt im Animus hat, Nebenwirkungen. Super. Du musst dir keine Sorgen machen. Du hast keins der Symptome gezeigt. Symptome? Was für Symptome? Ach, Bewusstseinsminderung, zeitweise Halluzinationen, Persönlichkeitsspaltungen, Realitätsverlust und so. Und das soll heißen, dass... Das soll heißen, Desmond, wenn du nicht aufpasst, brauchst du bald keinen Animus mehr, um deine Vorfahren zu treffen. Was gar nicht so schlecht wäre, solange man es kontrollieren kann. Nur das konnte bisher noch keiner. Subjekt 16. Wir sind vorsichtig, Desmond. Die haben ihn viel zu lange im Animus gelassen. Tage manchmal. Wir passen auf dich auf. Das hoffe ich. Außerdem habe ich gehofft, wir könnten deine Fähigkeiten testen, um zu sehen, ob du etwas von Ezio gelernt hast. Geht klar. Cool. Stimmt, runter, wenn du bereit bist. Stimmt, an die Sequenz habe ich mich gar nicht mehr erinnert. Man kommt ja einmal nur mehr aus dem Animus, tatsächlich. Stimmt. Auf das habe ich gar nicht mehr spekuliert. Da hat man ja auch lang spekuliert, was das für eine Stadt ist, aber ich glaube, dass das Florenz ist, wenn mich nicht alles täuscht. Ja? Dann müsste der YBO weiß das jetzt mit Sicherheit, falls er da ist. So, was sagt er schon? Was kann 16 gefunden haben, das so viel Geheimhaltung erfordert? Oh, ich weiß nicht, leider. Lucy glaubt, es ginge um den Kodex. Ich bezweifle das. Bin gespannt, ob es so einschneidend wird, wie 16 glaubt. Scheiße, dürfte ich den Animus benutzen, hätte ich es längst herausgefunden. Stattdessen, wie immer, muss ich hier auf der Ersatzbank sitzen. Da war ich auch gut. War Stress. Was hast du vor? Wer bist du, meine Mutter? Ich habe Hinweise auf Codex-Seiten verfolgt, um zu sehen, ob es noch welche davon gibt. Und? Nichts Konkretes. Eine soll im Archiv der Zentralen Nationalbibliothek von Florenz sein. Ein paar sind wohl bei Sammlern gelandet. Vermutlich Templer. Ich würde ja jemanden losschicken, aber wir haben nicht viel Personal. Wie ist der Kodex nach Italien gekommen? Ich meine, ist das ein Zufall? Dante Alighieri, mit Hilfe von Marco Polo. Im Ernst? 1321 ist irgendwas passiert, ja. Nun, ich arbeite noch an den Verbindungen. Aber soweit ich weiß, begegnete Marco Polo den Assassinen beim Besuch Kublai Khans. Und ja, dort muss er den Kodex erhalten haben. Und wieder zurück in Italien übergab er ihn Dante. Dante war ein Sympathisant, wenn nicht gar selbst ein Assassine. Tja, ich weiß nicht, was die beiden zusammenführte. Aber ich wette, wir können es herausfinden. Ich glaube, Lucy möchte nicht, dass wir im Animus herumfuschen. Ja, stimmt wohl. Wir haben genug zu tun. Schätze, meine Neugier wird sich ein wenig gedulden müssen. Sechster Tag, kaum redst du von Schweinsbrunn, kommt die ganze Sau daher. Wisst ihr, weil wir haben gerade von dir geredet. Weil wir gerade gerätselt haben, habe ich dir abgesehen davon. Ich habe gerade gesagt, da hat man früher gerätselt, was das für eine Stadt ist, und ich hätte gesagt, ich glaube, dass das Florenz ist. Ja? Und dann habe ich gesagt, du wüsstest das jetzt mit Sicherheit. Deine Assassin's Creed Scheidhaftler-Senses haben geklingelt. Ja, das ist gut. Die darf man nämlich jetzt brauchen. Wie bist du hier reingeraten? Die meisten Assassinen sind wie du, Desmond, ja? Assassinen von Geburt an. Aber ich nicht. Ah, nicht schon wieder. Was? Er hat gefragt.
Egal, ich hatte immer schon ein Faible für das Unerklärbare. Es hat etwas Faszinierendes, nicht? Das Gefühl, dass das Leben interessanter und mysteriöser ist, als man uns beigebracht hat. Und dann? Bist du einfach über die Assassinen gestolpert? Nein, eigentlich habe ich zuerst die Templer gefunden. Abstergo ist eine große Firma. Zu groß. Irgendjemand macht einen Fehler, wie diese Sache mit dem Fluorid jetzt. Nur, dass ich das schon vor Jahren aufdeckte. Ich muss so 14, 15 gewesen sein. Du wusstest, dass Abstergo den Templern gehört? Nein, anfangs nicht. Ich wusste, dass sie nichts Gutes im Sinn haben. Und ich dachte, ich könnte etwas dagegen tun. Habe alles rausgesucht, was ich über die Firma finden konnte und in Newsgroups veröffentlicht, um die Wahrheit zu verbreiten. Um Leute zu suchen, die mir mehr erzählen konnten. Das muss sie aufmerksam gemacht haben. Nun, zum Glück zuerst nur Rebecca. Sonst würde ich jetzt wohl bei den Fischen schlafen. Gern geschehen. Ja, sie wollte mich warnen. Sie sagte, ich hätte mich mit den falschen Leuten angelegt. Und was hast du getan? Ich hielt dich für einen Psycho. Aber jetzt weißt du es besser. Jetzt weiß ich, dass du nur ein bisschen irre bist. In Kurzform. Ich habe seinen Arsch gerettet. Mehrmals. Ich hätte ihn einfach Abstergo überlassen sollen. Sieh an, jetzt spielt sie die Harte. Was ist dann passiert? Ich habe ein Talent, Desmond. Ich denke in Zusammenhängen, erkenne Verbindungen. Wie dein Adlerauge, weißt du? Nur nützlich. Ich bot ihm einen Platz bei uns an. Ja, hast du, ja. Die Alternative? Ein Leben auf der Flucht vor dem mächtigsten Konzern der Welt. Ich entschied mich für das Leben. Da bin ich eigen und nahm an. Und seitdem recherchiere und analysiere ich für sie. Das Beste ist, ich liebe es. Ladies and Gentlemen, der obergeschubste Flamingo-Profi ist am Start. Mr. Seijing Habitieri. Muss selber gerade schauen, aber Italien ist nicht. Ja gut, da war wieder mal komplett falsch dran. Ich finde die Lore von den Charakteren gar nicht einmal so schlecht, wie das alles zusammenpasst. Ja? Sie hat auch noch irgendetwas zum Verzeihen, meine ich? Entweder Manhattan, Montreal oder Vancouver. Okay. Hey, gute Arbeit heute. Bist ein Naturtalent. Danke. Es wird definitiv einfacher. Ich muss sagen, nach all dem Scheiß bei Abstergo ist es schön, mal bei den Guten mitzuspielen. Bei den Guten? Mach dir doch nichts vor. Was willst du damit sagen? Falls du es vergessen hast, Rebecca, wir sind Assassinen. Ich könnte es nachschlagen, aber es bedeutet, wir bringen Menschen um. Nur wenn wir müssen. Man hat die Wahl und wählt zu töten. Ich habe nicht getötet. Nein, noch nicht. Aber was glaubst du, warum wir das alles machen? Glaubst du, Lucy verschafft dir Ezios Fähigkeiten, damit du in Südamerika Schulen baust und Reis an hungernde Indonesier liefern kannst? Hey, jetzt schau dich. Ein Veganer? Du wärst der erste vegane Assassine der Geschichte. Naja, es ist nicht ideal. Jemanden töten ist niemals einfach. Aber manchmal gibt es keinen anderen Weg. Manchmal, Desmond, muss das sein, damit sich etwas ändert. Da hat sie recht. Aber bilde dir bloß nicht ein, du hättest keine Wahl. Ich meine, geht es nicht genau darum, den freien Willen zu beschützen? So gesehen ist es eigentlich gar nicht einmal so unwahr, was er da sagt, ja? Der Assassine ist ja eigentlich in dem Sinn auch nicht gut. Er bringt ja auch Leid um. Er bringt halt die Richtigen um. So, die Art. Das war jetzt wie bei einer von uns, da haben wir Bin Laden erschossen hat, ja? Praktisch. Sorry, ich wollte keine ganz so große Sache daraus machen. Na, schon gut. Also, wie benimmt sie sich? Die Übersetzungssoftware ist noch zu langsam. Du wirst hier und da etwas Italienisch hören. Tut mir leid. Kein Problem. Die Maschine von Abstergo war auch nicht perfekt. Und die Untertitel sind definitiv ein Plus. Aha, die hat jetzt nichts mehr zum Sagen. Ja gut, okay, schauen wir mal, was Frau Lucy so zum Sagen hat. Sei also ist fit bei dir, abgesehen, außer dass du lauter veganes Essen zu dir nehmen musst, müssen scheinbar. Und wie war es eigentlich beim Daten? Und, wie ist der Plan? Wir werden mal sehen, was du behalten hast. Komm mit. Ja gut, gehen wir mal noch. Abstergo ist da draußen und sucht nach uns. Sie haben mehr Geld und bessere Ausrüstung. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie uns hier finden. Und wenn es soweit ist, müssen wir bereit sein. Aktiviere bitte das Sicherheitssystem des Lagerhauses. Du musst selbst herausfinden, wie du die Sensoren erreichst. Hey, komm schon. Ein kleiner Tipp. Mach die Augen auf, Desmond.
Und du tust die jetzt einmal so in einer Kiste alleine sitzen und dann zeige dir meine zwei Edenäpfel. Was? Ja, gut. Da, auf ihn! So, da ist einmal schon ein ganz provisorischer Leute hergestellt. Ich sehe Dinge. Dauern die Halluzinationen länger als 30 Sekunden? Nein. Dann mach dir keine Sorgen, das geht vorbei. So, den ersten haben wir, da hinten blinkt Wie Deps. schlag ich mich? Und blinkt Deps. Du beherrschst jede einzelne von Ezios Fähigkeiten. Die Anpassungsrate ist fantastisch. Noch 1, 2 Tage und wir sind fertig. Erst mit den einfachen. Gut, aber sag mir, warum Ezio? Warum Italien? Ich meine, wir hätten zurück zu Altair gehen können. Ihm durch seine Jugend folgen. Es fing mit 16 an. Ah, der gute alte 16. Er hat mein Zimmer gestrichen. Mit seinem Blut. Ich habe seine Dateien gecheckt. Vidic hat ein paar seiner Sitzungen markiert. Verschiedene Vorfahren, verschiedene Daten und Orte. Afrika, der Mittlere Osten, aber gegen Ende war er von Italien besessen. Schätze, er wusste von der Gruft. Ein paar seiner späteren Animus-Aufzeichnungen fehlen. Und die wir haben, nach allem, was die Templer ihm angetan haben, nach allem, was ich ihm antat. Es ist alles durcheinander. Wenn wir 16 nicht so unter Druck gesetzt hätten, hätten wir unsere Antworten schon. Und er würde vielleicht noch leben. Das geht ja ganz schön alles mit dem Subjekt 16. Also sucht ihr nach dem Kodex und dem Gewölbe. Ich wusste, du hast einen Vorfahr in Italien, der im Zentrum der Sache steht. So, wie mal die haben wir alle, oder? So, was jetzt? Für manche Mädels habe ich ja ausgeschaut wie ein Dart-Profi, nur dass ich Deutsch rede und eigentlich woanders gespielt hätte. So ist das Dart-Event so in etwa, wie wenn 5000 Saiyajins in einer Halle warten und alle nur im Fasching hängen. Ja, ich war selber auch schon mal erfahren. Da ist nicht ganz so krass zugegangen wie in manchen anderen Turnieren, aber ich verstehe den Flair. War schon Montreal in Kanada, ist die Hauptzentrale von Abstergo. Da haben die trotzdem in Montreal, obwohl da Abstergo sitzt. Die haben Eier in der Hose, wenn es mich fragst. Gut, ich denke, wir sind fertig für heute. Ruh dich etwas aus. Lucy, was 16 passierte, war nicht dein Fehler. Du bist genauso gefangen hier wie ich. Danke. Gute Nacht, Desmond. Ich mag dich. Ha, da grinst er, der Mr. Desmond. Ja, sie ist schon eine Schöne. Du kannst jetzt nichts sagen, gell? Im ersten Teil hat es noch ein wenig verhurnagelt ausgeschaut, aber so mittlerweile kann man sich schon schauen. Nein, in der Welt von Abstergo in jeder großen Stadt ein Büro. Denen kommst du so oder so fast nicht aus. Bau ein Baumheisel irgendwo in einer Gestecken drin und ab der Lader. Ja? Geht alles irgendwie. Man kann sich ein paar Grotten lüchten. Gut, da braucht es aber jetzt auch kein Dart-Event dafür. Ah, stimmt, das kommt ja auch noch. Doch. Was zum Teufel? So. Was ist das? Wo bin ich? Das ist Akkon. Und Altair. Wie zur Hölle? Ich bin nicht mal im Animus. Ich muss eingeschlafen sein und einen völlig abgedrehten Traum haben. Hab ja auch ewig nicht geschlafen. Sollte mich nicht überraschen. Das muss ein Ziel sein. Kurzer Ausflug zum Altair. Ja? Wie gesagt, die Sequenz habe ich gar nicht mehr gedacht, gut, dass die da kommt. 0,33 Liter Leichtbier um 5 Euro und 2 Euro Bechereinsatz. Oh, lebt mich ja aus 7 Euro für so ein bisschen trinken, man. Da schnaufe ich auch mehr, wie ich trinke.
Ja, das hat's mit einfach runtergeworfen. Das möchtest du das eh nicht glauben. Wo ist sie jetzt? Rund. Gut, dass die Templer gar nichts tun. Na gut. Weiß aber jetzt nicht mehr, ob es die Mechanik jetzt bei der Sequenz genauso übernommen haben wie beim Ezio. Dass der genauso schnell grabt. Ja, bei 0,33 Liter Bier wirst du wahrscheinlich nicht, da brauchst du schon mal, bis das da mal richtig hackedicht bist. Beziehungsweise soll es Leute geben, die werden davon nicht mehr dicht. Oder es gibt wieder Leute, die haben von Haus aus dicht. Die brauchen nicht einmal was zum Saufen. Marschall, grüß dich. Aber der, ist gut bei dir. Ja, die Klettermechanik haben es nicht übernommen. So, unsere Geliebte. Hey, die Frau aus Akkon. Wie hieß sie noch gleich? Maria, ja. Was er wohl von der will? Wow, okay, das überrascht mich. Du hast 4 Bier drungen und was nicht. Ja, gut, okay. Bei 0,33 mal 4, dann hast du mal eine Maß, eine gute Maß hast du dann drungen, ja. Und ein guter ist da noch nicht besoffen. Bei dir ist es gut? Sehr gut, das freut mich. Außerordentlich zum Hören. Bei uns, bei mir, bis auf einen massiven Muskelkater, alles im grünen Bereich. So. Schöner Ausblick auf jeden Fall. Ja? Schaut zauberhaft aus. Moment mal. Warum folge ich nicht Altair? Ich sitze hier mit Maria fest. Oh, Scheiße. Das bedeutet, was für ein abgefahrener Traum. Montag überstanden, zum Glück. Ja, ich noch nicht. Ich hab noch vor mir. Ich hab immer seit heute Nachtschicht. Muskelkater vom LK-Turnier gestern, vom Tennisspielen. Aber mei, das geht auch mal. Bisschen schwere Füße heute. Morgen schaut schon wieder ganz anders aus. Tut mir leid, dass ich so reinplatze, aber es wird spät und wir... Hey, alles klar? Ja, alles klar. Nur komische Träume. Gut. Dann mach dich bereit. Wir sehen uns gleich. Sogar da schläft er mit Schuhe. Ah, schön, dass du auch mal kommst. Entschuldigung, lange Nacht. Was für ein Profi, was für eine Arbeitsmoral. Lass ihn in Ruhe. Tja, entschuldige bitte, dass ich meine Arbeit machen möchte. Verrückt, was? Sean, bitte, das reicht. Okay. Im zweiten Teil habe ich ihn schon überhaupt nicht mögen, weil er so ein richtiger, weiß ich nicht, ein richtiger so ein richtiges Zornbinkerl ist. Ja? Im nachfolgenden Teil habe ich ihn dann sogar cool gefunden. Da wird er auch deutlich besser gelaunt sein. Marschall, ich hoffe, du hast einen entspannten Montag gehabt. So, jetzt ist Zeit für Venedig. Für Venedig. Passt schon, Marschall, der rennt nicht. Danke dir für den Lurk. Die erlauchteste Republik Venedig 1481. Ja, da haben wir noch weit weg gewesen. Der Flamingo war da wie billig. Das ist ein Scherzartikel, ja. Aber steht da, Mr. Seijing. So, bevor dass ich irgendwas tue, nehmen wir den Aussichtspunkt da mal ins Visier. Habt ihr so aufgewirkt? Wegen neuer Kollegen. Oh, Freunde, schaut's mal.
Ist das nicht zauberhaft? Das Gebäude dahinter, das war ein wenig auch schon wie der Bossauer Dom, wird einmal sehr interessant werden. Ja? Billiger habe ich die grüß dich. Oh, der Mr. Highlander kocht sich was, der kredenzt sich was. Was gibt's denn gut, Mr. Highlander? Hey, wait a minute, er ist ein Mann und ist unter lauter Frauen und dem taugt das nicht. Verstehe die Frage nicht, was ist denn das für ein Mann? Gut, ersten Aufsichtspunkt haben wir. Das war die erste Amtshandlung in Venedig. Sehr gut. Ach du Scheiße, ja, das sind ein Haufen. Das waren ein Haufen, ja, da habe ich oft dann ein bisschen was zum tun. Naja, whatever. Warum geht's beim da an, ne, Mipsi? Der Boss haut ist meistens eingerüstet, das stimmt. Messer Da Vinci. Ja? Buongiorno. Willkommen, ich bin Alvise. Signor Donner bat mich, euch zur Werkstatt zu geleiten. Seid ihr bereit? Ratatouille, mir mit Scampi. Gibt schlimmere Sachen, Mr. Highlander, da lässt es auf alle Fälle schmecken. Venezia. Welcher andere Ort ist so schön, so stabil, so perfekt? Stabil? Kommt. Perfekt? Zeigt euch ihre Wunder. Und Unser warum erster Halt? Ja, okay. Die Rialto-Brücke. Seht, wie elegant sie sich über den Canale Grande spannt. Ein Symbol für den Stolz und die Einheit. Wahnsinnig elegant mit den Schaltofen. Lasst uns weitergehen. Was passiert denn denen so? Da wären wir. San Giacomo di Rialto. Die älteste Kirche Venedigs. Ist sie nicht wundervoll? Und der Uhrenturm. Magnifico. Kommt, kommt. Es gibt noch mehr zu sehen. Mr. John Siegi, Passau gilt als das bayerische Venedig, ja? Für den Fall, dass du es nicht gewusst hast. Keine andere Stadt kann es mit den Märkten Venedigs aufnehmen. Seien es Tücher oder Gewürze aus nah und fern. Es gibt... Ärger. Du solltest doch zu Hause bleiben. Aber die Miete ist bezahlt. Ich habe das Recht, hier zu verkaufen. Emilio sieht das anders. Nein, nicht! Halt! Halt! Setzen wir den Rundgang woanders fort. Aber nur den Stadt. Was meinst du, wie das stinkt? Der Fisch in der Sonne. Man, da tratzt der Zehennägel auf. Schau, ist das nicht fabelhaft? Würdest du mir das kaufen? Ich habe mein Geld bei meinen Sachen gelassen. Hey, pass doch auf, verdammt. Die wird auch noch mal entspannend, die Dame. Ich bin sicher, ich habe, was ihr braucht. Wohl irgendwo dahin. Palazzo della Und hier Seta. haben wir den Palazzo della Seta. Heimat Emilio Barbarigos. Eigentlich ist er durchaus sehenswert. Aber so wie die Dinge jetzt stehen... Warum? Was ist passiert? Er versucht, alle Händler unter seinem Banner zu vereinen. Aber es gab Widerstand. Teilweise gewaltsam. Was für eine Art Widerstand? Sie sagen, sie kämpfen für das Volk. Für Freiheit, Gleichheit und ähnlichen Unsinn. Ha, Unfug, wenn ihr mich fragt. Die haben meinen Stand zerstört. Ich verlange Wiedergutmachung. Hier, bitteschön. Der Doge wird davon erfahren. Ich werde das dem Rat melden. Na dann viel Glück, mein Freund. Was tut ihr denn? Wetten Scheiß. Ihr seid wegen Behinderung des Handels verhaftet. Das habt ihr euch ausgedacht. Es gibt kein solches Gesetz. Jetzt schon. Nein, halt! Es wird doch nichts, das Spiel schon. Mozza Cavaliere. Du meinst am Mittwoch, ja? Das kann durchaus möglich sein. Palazzo della Seta ist, glaube ich, unser erste Hauptsattlerhaupt mit deiner Scheißkisten. Zupfte. Das mit der Verhaftung, ja? Das ist einer durchgegangen. Und nun zeige ich euch
Die Werkstatt, Ser Da Vinci. Wir scheuten weder Kosten noch Mühen. Passt auf, es ist perfekt. Als hättet ihr Firenze nie verlassen. Ich wünsche euch großen Erfolg und hoffe, ihr schätzt Venezia ebenso, wie sie euch schätzt. Tja, ist mir nichts mit Trinkgeld. So, da wären wir. Aufregend, nicht? Kommst du mit rein? Vielleicht später. Ich muss zum Palazzo della Seta, um eine Audienz bei Emilio zu bekommen. Wie du willst. Audienz. Aber solltest du einmal Langeweile haben oder weitere Codex-Seiten finden, komm zu mir. Meine Tür steht dir immer offen. Grazie, mein Freund. Italien und Internet und so ist da ja. Die Nulla. Bist du wieder unterwegs heute? Bist du Mozok? Polizeiliche Übergrifflichkeit oder der Tradition. Möglich? Kein Problem, Mozok. Dann hau ich auf alle Fälle eine. Leonardo. Und schön, dass du kurz reingeschaut Es hast. ist gut, dich zu sehen. Wie kann ich dir helfen? Haha, du hast noch eine gefunden. Wie aufregend. Das kommt hier runter, ich bringe das dort hoch und überblende mit... ich hab's. So, was genau hat uns jetzt das eigentlich gebracht? Alexa, Leberkasse wie dann am Morgen so gut noch am Soja, Kircherbsen, Tofu, vegan. Was ist das für ein Tat-Event gewesen? Bei uns hat es da alles Mögliche gegeben. Würsteln, Schnitzelsemmel, gegenüber war McDonalds, da hast du zwar nicht reingebracht, weil da haben sie nicht treten. Aber bei uns war noch nichts mit vegan. So, da ist unsere Hauptmission. Ja, da ist gleich wieder Aussichtspunkt in der Naht, den nehmen wir gleich wieder noch mit. Weil mehr offene Karten ist mir gut. Ah, Venedig einfach so eine geile Stadt in dem Spiel. Voilà. Ach so, okay. Ich denke mal schon. Und beim Dat-Event haben wir die auch mal andere Sachen wie veganes Zeug. Was? Der überlebt es. Lol. Du wolltest jetzt gerade fragen, Sigi, was ist eine Lichtnahrung, bitte? So. Nächsten Aussichtspunkt haben wir. Wie viel haben wir denn jetzt eigentlich insgesamt? 41 von 73, du möchtest mich verarschen. Und was hat er für ein Problem da oben? Eigentlich schaut sich die Mauer oder was? Oder ist da ein Weiberleut drin, das wo er gern bestücken darf? Was ist mit ihm? Ja, gut, mal wenn es ihm gefällt. Ja, wegen Mauer einschauen. Vielleicht. Da nutzt er mir mehr, als wenn er aufpasst. Da ist ein Codex sein, den nehmen wir auch gleich mit. Irgendwo. Aha. Hier kommt der Kühl. Mit langem, starkem Arm. Er ist der Wachen. Was Lasst es sich töten. Ja. Der Leutnant sagte Osten. So, kann ich jetzt das Sneaky Peaky einschleichen? Sehr gut. Es gibt Leute, die meinen, die können sich bloß von Licht ernähren und sagen, sie brauchen keine feste Nahrung. Also bei mir heißt, ist das wenn dann Luft und Liebe. Aber Licht habe ich noch nie gehört. Aber originell. So, schauen wir uns die Hauptmission an. Also wir schon gleich wieder stumm versaubeidelt. Erklärt worden. Den eifrigsten Jägern unter euch bieten wir bei Abgabe von 100 Kadavern eine Belohnung von 1 Dukate. Oh, das hat man schon wieder 2 Wochen. Ja, ich gehe ja schon, wie chillt eigentlich schon.
Okay. Wie komme ich nur hinein? Wenn ich die Wand... Oh, das geht nicht. Das schaffe ich nie. Ich muss einen anderen Weg finden. Stimmt, da lernen wir einen Wandsprung, ne? Au. Hey, Ich brauche eure kenne Hilfe. euch. Wir müssen gehen. Ihr habt euch nie für die Rempelei entschuldigt. Los! Va bene, wohin? Zum Wasser. Das ist keine sehr genaue Angabe. Naja, vor allem in Venedig. Rosa helfen, zum Fluss zu gelangen. Keine Sorge, jeder von euch wird auf eine andere Art sterben. Man bekommt jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht mehr daran erinnern, dass man gegen die Uli kämpfen muss. Boah, der chillt eigentlich nicht, was ist mit dir? Hallo, könnt ihr jetzt zweimal Rosa einrollen lassen? Wo bleibt ihr denn? Beeilt euch! Ja, du brauchst so lang! Schupferbrunzen, Blöde. Genau, ramm du mal die ganzen Leute weg. Wo bleibt ihr denn? Beeilt euch! Gut, jetzt wird der mein Bekanntheitsgrad noch ein wenig vermindern, aber gut. Guter Gott, lauft! Lauft! Allein wäre ich besser dran. Ja, sag's dir jetzt, warte noch mal. Hier gibt es fantastische Metallarbeiten. Packt ihn! Und ihr Bastarde, wer wird zuerst sterben? Ja, überhaupt keine Chance, die zwei. Verfluchte Bogenschützen! Ja, was ist jetzt, Madame? Photosynthese ist das. Sigi, du verwirrst mich halt. Allein wäre ich besser dran. Noch etwas näher und ich schneide euch in Stücke. Oh fuck, jetzt hab ich... Achso, jetzt seh ich schon gemeint. Ich meine, ich habe einen Zivilisten getötet. Aber Gott sei Dank nicht. Allein wäre ich besser dran. Will ich nichts zu tun haben. Ich bin nur zu Besuch. Keine Sorge, jeder von euch wird auf eine andere Art sterben. Es wird Zeit, dich von deinem... Du mal der Hacke her dabei. Das kriegst du jetzt auf den Zeher. Wo bleibt ihr denn? Beeilt euch! Ja, das tut's ihm. Das tut's ihm, da feiert ihm gar nichts. Die geht durch. So zag ist die Schütte nicht. Wo bleibt ihr denn? Apropos Belohnung. BB Marschall? Ja, jetzt straucheln sie aber schon ganz schön, gell? Jetzt ist Adrenalin verflogen, Freunde. Jetzt kickt der Schmerz. Jesus, mein Bein! Ich habe euren Namen nicht verstanden. Rosa. Onorato, Rosa. Ich bin Ezio. Onorato, Rosa. Was soll das heißen, ich weiß? Nicht jetzt. Wir haben keine Zeit zum Plaudern. Oder so. Aber wie jetzt?
Ja, schön, dass ihr auch mal daherkommt. Oh. Kommt her! Die verteidigen? Was ist denn mit ihr? Das ist das mit Blümchen und Bienen, ja. Ja, genau. Es kümmert sich einmal um die Rußbrüder und ich verzupfe mich. Das ist einmal eine Sache. Ugo! Was ist los? Rosa ist verwundet. Gebt sie her. Für den Rest des Weges nehmen wir das Boot. Vorsicht. Geht. Ich übernehme die Wachen. Ja, es war ja klar, dass ich wieder den schweren Teil machen muss, oder? Okay, nice Anzeigeback. Klappe. Du müsst aber mal ein wenig schneller machen. Wenn die Klappe halt noch drin. Ah, die haben wieder zu zweit da unten, okay. Sie sind überall auf den Dächern. Tut etwas, schnell! Auf ihn! Ja. So, geh baden. Was brauchen denn die so lange? Das ist ja Wahnsinn. Was zum Teufel? Naju, ihr geht. Hey, Mord, lasst ihn nicht entkommen! Ja, wie schaut's jetzt aus, Kollege Schnürschuh? Du musst da halt einmal ein Herz fassen, weil am Fuß hat's keinen mehr, weißt du schon? Sie schießen auf uns! Ah, da schießt niemand da. Er tut Schaffeln, schaut's mir hin. Er ist der Erfinder vom Shuffle-Dance, ja? Er hat's noch nicht ganz gespannt, was Sache ist. Da schau her, ich kann mir so... Ja, okay, kann ich doch nicht. War jetzt witzig gewesen, wenn ich die Truhe noch nicht mehr kenne, ohne dass er es gespannt. Oh fuck, da noch welche. Aber sorry. Der war nicht schlecht. So, wovon? Ja, die von dahinter einer, meine, gell? Plagt euch etwas, Freund. Er hat schon Shuffle gemacht, bevor es cool war. Der hat Sinn für Zeit gehabt, oder? Der war seiner Zeit weit voraus. Die Feder reißt wieder alles raus. Aber wir waren zu zweit, oder was? Wir müssen mal da irgendwo reinkommen jetzt.
Wenn du das täuscht. Oder ist das nochmal um das quasi? Ah, die haben drunter, okay. Gut. Sigi, so genau müssen wir das, weil jetzt auch nicht wissen. Hallo, wir haben auf Twitch und nicht in der Biostunde. Bist du komplett bescheuert oder was ist mit dir? Er ist tot, Idiota. Beten kannst du später. Porco Demonio. Ich muss zu Antonio. Vorsicht! Lasst mich das machen. Geht und sucht Antonio. Jesus, Hugo, tu, was er sagt. Jetzt geben hier schon die Neuen die Befehle. So, Hugo. Blöd, gell? Hey, hey! Aufwachen! Ich glaub, der ist gerade alles wurscht. Der Bildungsstream. Beim Sigi immer. Beim Sigi lernst du Sachen, die du noch nie vorher gehört. Wo ist Antonio? Macht euch nützlich. Schafft Platz für sie. Legt sie dort ab. Sehr steril, ja? Und so haben die ersten chirurgischen Eingriffe erfunden worden, Freunde der Sonne, ja? Wo sind wir? Daheim. Hilfe ist auf dem Weg. Dank. Rosa, was ist passiert? Hol einfach das Ding da raus. Bald, bald. Sehen wir uns das erst an. Sauber ein- und ausgedrungen. Das ist gut. Hol ihn raus. Rosa, wir müssen aufpassen, dass... Sofort. Wie du willst. Sag nichts! Tut mir leid, Piccola. Piccola, schieb dir dein Mitleid in den Hintern. Ja, so genau jetzt auch wieder nicht. Schnell. Ihr müsst mir helfen. Wie? Nehmt ein sauberes Tuch. Wenn ich die Hand wegnehme, drückt den Stoff in die Wunde. Seid ihr bereit? Jetzt! Oh, kaputt. Kein Fakt. Ihr arbeitet gut unter Druck. Sie hat Temperament, die Kleine. Avanti! Bringt sie hinein, damit Bianca die Wunde schließen kann. Das wird wieder. Das Schlimmste ist vorüber. Ich wünschte dir Pest, du Bastard. Dir und deiner dreckigen Hure von Mutter. Danke. Also nur mit Ton klingt das alles sehr falsch. Wie meinst du? Verlieren. Ich hatte immer eine Schwäche für Frauen in Not. So sagt man. Tut nicht so überrascht. Wir wissen alles über euch, Sir Ezio. Über eure Arbeit in Florenz und in der Toskana. Gute Arbeit, wenn auch etwas ungeschliffen. Dann wisst ihr, warum ich in Venedig bin. Ich ahne es. Wenn ihr eine Minute habt, kommt in mein Büro. Wir haben etwas zu besprechen. Zauberhaft. So, da ist wieder Aussichtsturm und Freunde, ihr wisst, was das heißt. Den nennen wir uns. Ich weiß jetzt gar nicht, auf was für... Du nebenbei putzt und her nur so... Achso. Ich weiß jetzt nicht, welchen Satz ihr genau meint. Ich habe jetzt... Keine Ahnung. Und dabei habe ich nicht mal Abi und Matura gemacht. Wer muss denn das schon machen, wenn es heutzutage Wikipedia gibt? So, wir haben jetzt... Habe ich das richtig gelesen? 21.000 Flocken in der Truhe, weil dann holen wir uns die gleich wieder. Soll ja nicht übergehen, die Geschichte. Ja? Zinsen kriegen wir keine. Bekanntermaßen. Gut. Jetzt muss ich nur schauen, wo ich da eine Schnellreisestation auftreibe. Ja, die medizinische Hilfe, die nehme ich jetzt tatsächlich einmal. Irgendwie haben wir das Gift noch nicht einmal hergenommen. Glaubt mir, ihr werdet euch bald besser. So, jetzt brauche ich mal einen Schnellreisepunkt, sonst geht auch 6er-Tasche, ja. Da brauchst du gerade schreien, dann wird ihm das schon. Oh, und unseren Bekanntheitsgrad sollten wir vielleicht ein bisschen oberschrauben. Aber gut, das können wir gleich machen. Jetzt brauchen wir, jetzt wir laufen in die falsche Richtung, müssen wir da oben. Heilerdienste für die Schäfchen des Herrn.
Sehr beeindruckend. Ach, da war der Steckbrief da schon her. Der ist wieder komplett irgendwo im Nirgendwo, wo keine normalsterbliche Seele hier gibt. Da passt so macht. So. Wo ist er jetzt? Steckbrief wo? Da! Den sagt auch jeder. Gib mir den Brief und Siegel drauf, dass den da jeder sagt. Ja, gibt's noch einen sauberen Kopfsprung. Ein schönes Köpfchen, nicht wahr? So. Sehr gut. Ja, haben uns wieder ein paar Florin mehr dazu verdient. Es läuft wie ein Länderspiel. Hier und her. Was kann man eigentlich bei einem Kunsthändler kaufen? Außer Schatzkarten, Montericcioni. Ach, da werden dann die ganzen Schätze aufdeckt. Ja. Überlohnt gerade Karten muss nicht sein. Vor allem auf die paar Florin. So, her mit dem Geld. Es geht so dermaßen schnell jetzt mittlerweile. Hat sich auf alle Fälle gelohnt, dass wir das von Anfang an mitunter ausgebaut haben. Weil dann hast du in Assassin's Creed 2 definitiv keine Geldprobleme mehr. Das darf ich ja so jetzt nicht einmal sagen. So. Reparieren wir mal alles. Oh, Fleischermesser da schon her. Oh, das nehmen wir. Mehr Metzger auf der Welt haben mehr gut. So, ein bisschen besser eine Rüstung kann man uns vielleicht auch noch holen. Wenn ich es wieder verarschen, ich hab doch jetzt eigentlich erst Steckhaft, oder? Was haben wir jetzt? Schulterteile, Brustschutz. Ja, dann nehmen wir noch einen Armschützer mit dazu, weil es eh wurscht ist. Und ein paar andere Stiefel kaufen wir uns auch noch. Beehrt mich bald wieder. Ja, jetzt hat's ein Gesicht. Passt. Nehmen wir. Oh, schau, das Fleischermesser. Da geht etwas, Freunde. Gibt's dann panierte Würst? Das hat irgendetwas, dass das Fleischermesser da schiebe ich, das funkelt. Da. Herbert, falls du da bist, hast du auch so ein schönes Messer? Gut, der hat sich ja Katana gekauft, abgesehen davon. Der Veganer von Welt, ein I took that person. Ja, der nächste Veganer schneidet sich Pulsadern auf wahrscheinlich. So, Material Diebesgilde, da ist nämlich unsere Mission. Ich glaube, das Fleischermesser wird man jetzt dann relativ zeitnah mal in den Einsatz nehmen, ja? Ach, der Steckbrief von Ebene, wo wir gerade angerissen haben, ist respawned, also reißen wir halt Namen ab, weil dann haben wir nämlich eigentlich so gut wie anonym. Ist das richtig, dass der... Ja, 6, das sage ich doch, dass der respawnt. Sehr gut, sparen wir Sucherei. Ja, fast anonym. Das lassen wir dabei einmal. Hey, wie? Hast du der da nicht festgehalten? Den hast du. Hätte mich jetzt gewundert. Kann man rätseln, Freunde. Aber, wie gesagt, ich bin ja nicht der beste Rätsler. Von daher lassen wir das lieber. Verblendet man damit nicht unnötig Zeit. So. Avanti. Ezio. Prego. Kann ich euch etwas anbieten?
Biscotti und Kaffee. Was ist Kaffee? Ein interessantes Gebräu, das ich von einem türkischen Händler habe. Hier, kostet doch mal. Etwas bitter, wenn ihr mich fragt. Irgendwas fehlt da noch. Ich weiß nicht, habt ihr es mal mit Zucker probiert? Oder Milch? Ich schätze, es ist eher etwas für Kenner. Der Ezio ist der eigentliche Erfinder des Kaffees. Wo waren wir? Wieder was gelernt. Der Fehlschlag am Palazzo wirft uns zurück. Davon müssen wir uns erst erholen. Sicher wird Emilio die Zeit nutzen, seine Verteidigung zu stärken. Und die Unterdrückung des Bezirks fortsetzen. Wir haben nicht dieselben Motive, aber wir haben dasselbe Ziel. Sammeln wir unsere Kräfte und versuchen es erneut. Übereilte Taten bringen nur weitere Verluste. Nein, wir müssen abwarten und neue Pläne schmieden. Ich kann nicht untätig herumsitzen und warten. Nun, das müsst ihr nicht. Arbeitet mit uns. Meine Männer rappeln sich bereits wieder auf. Geht zu ihnen. Sie werden euch beschäftigen. Je eher ihr ihnen helft, desto eher können wir zuschlagen. Molto bene, Messere. Akzeptiert. Eine weise Entscheidung. Der Ezio hat gerade den Vorschlag gemacht mit Milch und Zucker, ja? Auf das kommt der andere noch gar nicht einmal. Ach, da haben wir jetzt wieder 3 Missionsziele, oder was? Ja, gut, dann. Salute, Rosa. Ihr scheint euch gut zu erholen. Wie gefällt euch Venezia? Die Stadt hat Charme. Aber wie könnt ihr mit dem Gestank leben? Ekelhaft. Also? Was führt euch zu mir? Ich habe gehofft, ihr könntet mir bei etwas helfen. Und das wäre? Ich möchte so klettern lernen wie ihr. Oh. Va bene, das kann ich tun. Nun, ich nicht, aber Franco kann. Franco, beweg deinen Hintern. Zeig Ezio, wie man die Spitze des Gerüsts erreicht. Auf die hätte aber eigentlich auch selber kommen können. Beginnt in einer hängenden Position. Dann springt zur Kante über euch. Erreicht ihr sie, greift mit der Hand danach und zieht euch hoch. So, gesehen, wie es geht? Ich glaube ja. Das werden wir ja sehen. Versucht es selbst. Mr. John Sigi, Plot-Twist, ich hab noch nie einen Kaffee getrunken. Auch nicht einmal probiert. Also ich kann gar nichts sagen dazu, wie schwarzer im Vergleich zum brauner oder zum gelben, zum weißen, zum blau oder zum bunten Kaffee schmeckt. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass er mit Zucker süßer ist. Falls das irgendwas hilft, aber sonst... Springt, Ezio! Ach, da hätte man sie... Ah, okay. Greift am höchsten Punkt nach der Kante. So? Wie war ich? Es gibt bessere. Ah, ihr trefft mich mit euren harten Worten. Na gut, Angeber. Stellen wir euer Können auf die Probe. Ich bin ganz Ohr. Trefft mich vor der Frari-Kirche. Ja, sie braucht ungefähr 3 Stunden bis dahin. Wo auch immer die Kirche ist. Da hinten irgendwo. Affen machen alles noch. Und wenn die Affen steigen, wird's wieder schön. Da ist auch wieder irgendwo ein Steckbriefel. Die Frage ist nur, wo? Da. Haben wir ihn schon. Hey, du bist ja so eigentlich schon fast schneller. Gut, schaut halt nicht so sauber aus, aber... Lila Herz, lila Herz, lila Herz. Tschüss! Danke dir für deinen Resub im 5. Monat schon. Die Zeit vergeht so unfassbar. Danke dir, ich hoffe es geht dir gut. Weiterhin willkommen in der Bazi und viel Spaß mit den Mods. Alles fit bei dir. Hey, warum bin ich jetzt schon wieder? Also wurscht. Halt die Klappe, weil dann... Ja, was hat dir das jetzt gebracht? Außer Kummer und Schmerz. Gut, Schmerzen hast du jetzt gar nicht mehr, aber... Ist ja wurscht.
Alles fit bei dir, schön. Das hört man gern. Wie war dein Tag? Halt doch die Klappe, ha? Doch. Werde ich schon. Kein Problem, Jess. Kein Problem. Danke dir für den Lurk. Dein Tag war super. Das hört man gerne. Meiner, ja, kann ich noch nicht allzu viel sagen dazu, weil mein Tag findet nachher erst statt. Also quasi ab Nachtschicht halt. Aber so an und für sich bisher zauberhaft. So, da haben wir wieder... Ja, da haben wir einen Aussichtspunkt, wo wir jetzt missionsgebunden dann aufhören müssen. Also sparen wir da jetzt das Aufsteigen, weil wir da ohnehin gleich hin müssen. Chase, danke dir für deinen Lurk und viel Spaß weiterhin. Und viel Spaß bei dem Stream, wo du zu Gast bist. So, Rosa, auf geht's. Ein Gerüst hochzuklettern ist schön und gut. Mal sehen, wie ihr euch im Freien schlagt. Zur Spitze des Turms, ja? Bin in einer Minute zurück. Was? Hüpf und spring, den Turm so schnell wie möglich mit Hilfe des Klettersprungs erklimmen. Ich habe so das Gefühl, dass diese Zeit passierende Mission ist. Ja, natürlich, das war so klar. Aber 5 Minuten, das sollten wir ja den erst irgendwie hinbringen. Ja, vor allem, weil wir eh schon fast umgewandert. Und mal ganz einfach. Bei 5 Minuten brauchen wir uns nicht erinnern. Konfuzius sagt, Kummer und Schmerz sind nicht gut fürs Herz. Das spürt der nicht mehr, ist der Sieger. Der hat's hinter sich. Der hat weder Kummer noch Schmerz. Schmerz hat er nur gehabt, wo ich noch mal ein bisschen gepiekst habe. Da wollte ich sein Nervensystem einmal auf die Probe stellen. Ne? Das hilft ja einmal nicht. Manchmal muss man Sachen da, die... Warum hat man da 5 Minuten Zeit, frage ich mich. Wir hätten so 3 Minuten auch da, oder 2. Gut. Wieder ein Aussichtspunkt mehr. Und? Sieht aus, als könnte ich euch nichts mehr beibringen. Ich sag Antonio Bescheid. Erledigt eure anderen Aufgaben. Bald ist es geschafft. Ist eigentlich schon krass. Du kriegst für ein bisschen Turm aufgeklettert 2.500 Florin. Gut, wenn du jetzt natürlich Montericcioni nicht ausbaust, wenn du den Schleifverlust, dann musst du eh voraus, wenn du zu viel kriegst. So, da oben haben wir wieder eine Mission. Hau ab, weil da wo ich... So, hier, der Späne auf, nimm's einfach. Ah, da ist ein Stickbrief, nice, den nehmen wir gleich mit. Noch so ein Kasper. Idiota. Ach, ich glaube, ich weiß, was das für eine Mission ist. Da müssen wir die Banditen befreien, kann das sein? Ben trovato, Ugo. Was gibt es denn? Ihr und Rosa konntet vom Cirta entkommen. Die anderen hatten weniger Glück. Emilio schnappte sie und nun erwartet sie die Hinrichtung. Wisst ihr, wo sie festgehalten werden? Sie sind noch in diesem Bezirk, aber genauer, nein. Ihr müsst nach ihnen suchen. Ich bringe eure Brüder schon bald hierher zurück. Alle, wenn der Ezio das Intent nimmt, dann kann nichts schief gehen. Die Diebe befreien, die Emilio gefangen hat. Okay. Dann wärst du mit daher. Natürlich wieder alles voll mit Wachen auf die Dachlummert. Aber das bringen wir einmal hin. Eins nach dem anderen. So, der wird jetzt gleich hinter sich haben. Dann pass auf. Gut, oder auch nicht. So. Nummer 1. Haben wir da hinten auch irgendeine Wache? Schaut nicht so aus, oder? Nö, da haben wir keine. Passt. So, aber da unten Hand. 1,
4, 5. Er hat doch nicht mehr, what the hell? Na, du sollst auf den Ständen gehen. Ja, mehr haben sie nicht. Okay. Du hast so viel Energie. Vielleicht sollten wir dich in die... Mir gefällt der Blick von dem Kerl. Emilio sagt, er strebt nach einer. Gut, das war jetzt ein wenig weniger elegant. Warum steht da Woche jetzt? Oder? Mir gefällt der Blick von dem Kerl. Er flieht, haltet ihn! Jetzt reicht es aber. Da, auf ihn! Ich wollte gerade sagen, hast du auch mit zu? Gut, hier lang. Oh, das war ein Kodex sein. Ja gut, die hören wir anders mit. Das pressiert ja nicht. Die Kinder jetzt hoffentlich kraxeln, weil sonst flippe ich aus. Ja, Kinder, Gott sei Dank. Nee. Hoffentlich so möchte. Oh, ernsthaft. Schneidet ihm den Weg ab! Oh, jetzt sehr viel zumachen. Sehr gut. Ja, es sollten nämlich nicht alle sterben, weil sonst schluckt die Mission fehl. Einer muss überleben. Das schaffen wir gerade so. Hui, tun wir es. Gut. Wie gesagt, war nicht elegant gelöst. Wollte es eigentlich ein bisschen smoother machen, aber gut. Ah, gehen wir gleich da um, weil da haben wir nämlich fast schon da. Ah, die sind aber mehr. Da können wir wahrscheinlich um ein normaler Kampf nicht um. Hört nur, wie sie jammern. Erbärmlich. Kein Wunder, dass ihr Meister sich versteckt. Das sind aber ein paar. Wo ist Emilio? Ich werde diesen Müll gern los. Also, aha, ja, okay, die bewegen sich. Das ist damit zauberhaft. Aber die Frage ist, wie soll ich das machen? Ohne erwischt zu werden? Gängen die rundum? Ach du Scheiße, die gängen rundum. Gut, das ändert jetzt, aber kann man da... Jetzt, Moment. Ja genau, komm du da mal her, das ist gut. Einfach mal ein wenig verarschen. So, jetzt müssen wir nur aufpassen, wann die anderen 3 Zauberer wieder daherkommen. Wo waren die? Die haben ja ausgegangen, oder? Ja, dann. Gut. Keiner hat was gesehen. Wir nehmen straight die Leute an. Geh weg da, Zipfelklatscher! Pressieren tut's. So, auf dem Weg haben wir eigentlich eh schon alles geklärt und wir dürfen jetzt eigentlich keine Woche mehr umeinander stehen. Außer die respawnt natürlich auch. Das kann möglich sein. Gut, das war sauber gelöst auf jeden Fall. Hier lang. Gut. Da war es nur noch einer. Oder eine Gruppen, sagen wir so.
So, wie komme ich jetzt da um, ohne dass ich da dreimal außen rumrennen muss? Ach, da hinten ist ein Seil, okay. Dann geht's ja. Schauen wir, dass wir jetzt auf dem Weg alles sehen und Wachen wieder mitnehmen, was da steht, weil die machen später nur wieder Probleme. Das wollen wir nicht. Okay, der dreht wieder um, das ist gut. Das wirst du nicht. Klappe. Dann können wir da eher hin. Im Zweifelsfall sogar erläutern da. Okay, sind zu zweit. Ja, er ist zwar hat's ja free ohne Ende. Oder auch nicht. Wollt ihr da nur so rumstehen? Nun testen wir sein Geschick mit dem alten Trick vom Capo. Seid nicht schön. Wie die Ole stiften gehen, wenn du so einen Kommandanten umlegst. Das ist immer wieder amüsant. Voilà. Mir nach. Gut. Wo ist die Lotte? Da ist ja wohl Lotte. Weiß ich ganz genau. Die steht ja schon. Ah, da. Sechstes da. Sogar, dass da Lotte ist. So, im Warten, weil sonst beschweren sie sich wieder, dass man zu weit weg kann. War da nix. Ach du Scheiße, ja, das war so jetzt eigentlich nicht geplant. Ich hoffe mal, es hat so gescheit und springt nicht nach. Gut, das ist sauerhaft. Die haben da Hirn. So, wir laufen an der Woche außen rum. Dann da rauf. Aber wir müssen vielleicht wieder oder? Ja, oder? Ja, müssen wir. Hilft nicht. Kümmere dich mal um den. Ja gut. Anschließen. Mit der Faust geht's auch. Schlagfertige Argumente. Warum springt der da immer auf Ding um? Okay. Du wirst gleich mit da! Oh, der war... Na, geht doch. Ja, haben wir alles überwiegend unbeschadet überstanden, bis auf den ersten Run. Da haben uns ein paar Hops gegangen. Beeindruckend. Ich hätte nicht erwartet, dass ihr so schnell seid. Ich gefalle gerne. Ich unterrichte Antonio über euren Fortschritt. Kommt später zurück. Ich habe noch einen Auftrag. Was für einen Auftrag? Trefft mich bei den Docks, dann sage ich mehr. Molto bene. An den dritten Auftrag kann ich mich jetzt aber nicht mehr erinnern, was das für eine Mission war. Das ist ein Steckbrief. Ja. Nehmen wir. Geht gut, Faru. Heute bin ich wahrhaft gesegnet. Das ist das Einzige, was in Venedig ein bisschen
Ja, störend ist es so auf die Art. Das ist, dass so stark krass verwinkelt ist, dass teilweise nicht straight irgendwo hingehen kannst. Da ist unsere Nebenmission. Meine Brüder zu retten war mehr als nur ein Akt der Nächstenliebe, Ezio. Sie werden in den nächsten Wochen eine wichtige Rolle spielen. Bittet sie nur um Hilfe und sie werden kommen. Und was mache ich mit einer Bande von Dieben? Setzt sie gegen eine Gruppe von Wachen ein und sie werden sie ablenken. Und mir den Weg freimachen. Ganz genau. Hilft mir, mein Schwert sauber zu halten. Gefällt mir. Genau. Ich verrate euch, wie ihr sie einsetzt. Antonios Plan erfordert eine kleine Täuschung. Wir müssen die Wachen imitieren. Das heißt, dass wir ihre Rüstungen tragen müssen. Und eine Bootsladung Rüstungen wurde gerade in Kisten verladen und wird bald zum Setter gebracht. Ah, stimmt, ja, aber was. Und bringt ihren Inhalt. Ist das erledigt, müsst ihr mir noch ein Boot besorgen und hierher bringen. Damit werden wir unsere Männer unbemerkt in den Palazzo schleusen. So gut wie erledigt. Gut. Kleider machen Leute, die Kisten plündern, in denen die Rüstungen für Emilius Wachen transportiert werden, dann ein Boot stellen und zu Ugo bringen. Stimmt, da war was, die verkleiden sie ja dann. Na gut. Ah ja, okay, alles klar. Die peilen ungefähr überhaupt nichts. Ist cool, wenn man 700 Wachen hat, aber keine in die andere Richtung schaut. Na gut. Nimm ich gern. Warum kompliziert, wenn es einfach gehen kann? Das sollen wir mitkommen. Das schaut bestimmt nicht. Ich hoffe, wir die laufen von Oli mit. Sehr gut. So einfach geht's. Und dann war es noch nicht einmal ich. Ja, die laufen. Die laufen immer nur. Mehr von Rach. Rücke. Ich höre Geld. Schon besser. Schau alle weg, oder? Brav. Was denn? Halt! Au! Ich habe genug von euch Scheiße. Ja, ja, okay, chill. In meinen Bezirk und macht, was ihr wollt. Jetzt werden mein Name stichen ab, beschwörst du bei Gott. Oh, das ist jetzt blöd, das ist ein Sperrgebiet, das ist jetzt nicht gespannt. Ja, es ist Zeit für das Fleischermesser, das hilft damit, so ist nichts. Gut. Dann Fleischermesser. Ihr werdet schnell müde werden, also nichts Riskantes, Männer. Wartet auf eure Chance. Macht schon, bringen wir schnell zu Ende. Na, schaut sieht Forschungstruppen von Venedig. So, habt ihr es jetzt bald? Wo ist denn der scheiß Bogenschütze? Da hinten ist er. Ihr werdet schnell müde werden, also nichts Riskantes, Männer. Wartet auf eure Chance. Genau, schießt du mit deiner Einheit ins Kreuz, das ist gut. Ja, was ist jetzt? Habt ihr Schulungen in Umeinanderstehen gekriegt? Oder was ist jetzt mit dem?
Trunkenbolde den Saltarello tanzt. Mhm, nur dass der besoffene Trunkenbold die gleich absticht. Das ist der Unterschied. Sag ich doch. Au. Du Grintix, Arschloch, du Grintix. Da gehst her. Du entkommst uns nicht. Ah, der dahinter geht mir jetzt auch auf den Sack. Glaubst du, du könntest entkommen? Der Tummelbohn. So, machen wir nicht mehr da. Nehmen wir den Steckbrief gleich wieder noch ab. Haben wir quasi nichts da. Gut. Komm einfach Zwergs. Sehr gut, Ezio. Nice. Das ist genau, was wir brauchen. Ich richte Antonio aus, dass ihr erfolgreich wart. Juras, Juras. Easy. Haben wir quasi alles erledigt und jetzt glaube ich, können wir, wenn wir nicht alles täuscht, noch einen Templer hops nehmen. Das machen wir jetzt noch. Beim Antonio. Ah, Ezio. Ich hoffte, ihr würdet zurückkehren. Ich brauche euren Rat bei etwas. Natürlich. Sagt mir, was euch bedrückt. Emilio hat einige meiner Männer gegen mich aufgewiegelt. Bestechung und Erpressung, ja? Oh, du noch nicht. Ja. Wir können nicht zuschlagen, bevor die Verräter erledigt sind. Sie sind noch in diesem Bezirk. Sie beobachten uns und erstatten Emilio Bericht. Das werden sie nicht mehr lange tun. Okay, du noch nicht Hauptmission. Die verräterischen Diebe entlarven und töten. Sie. Oh, das ist eine Suchmission. Friedeife. Aha, der ist da hinten. Okay, das war einfach. Kommt, seid nicht schüchtern. Die haben alle auf die... Sag schon, die haben alle auf die Boote. So, Klappe halten. Ah, da hinten ist einer. Okay. Die werden dann markiert. I see. Ja, mit Dauer, dass wir ja unerkannt bleiben. Hey, du wirst sie doch da jetzt festhalten können, oder nicht? Da wird die gerade so. Hä, warum? Ja gut, so geht's auch.
Ja, okay, chillt. Da hinten ist auf jeden Fall das erste Ziel. Gut, damit ja auch nichts passiert. So, dann nehmen wir mal so hops. Ah, den können wir auch gleich so hops nehmen. Nice. Gut, einer von 3 ist schon mal erledigt. Am einfachen monetieren wir uns, wenn wir einen Aussichtspunkt, also wenn wir einen erhöhten Punkt haben, da können wir ein bisschen luren. Ah, perfekter Salat dann. Das ist natürlich schon mal wir gerufen. Sehen wir ganz auf. Okay, komm jetzt. Oder soll ja den jetzt noch mal drüber laufen? Scheiße. So weit oben wollte ich dann auch wieder nicht. Ich habe ein Elixier aus Blei und... Ist das nicht verboten? Naja, nicht mein Problem. Und mal Feder. Nicht so als da. Meine Brauer, aber gut. Ja, damit zuerst ist da hinten, weil es eh egal ist. Bleibt sie alles Kupft gesprungen. Oh, wie viel Hand denn das? Are you kidding me? Ja, genau, lauf du oben, das ist gescheiter. Also jetzt übertreiben sie es gerade ein bisschen mit den Wachen. Vor allem, das ist meilenweit weg von dem, wo er eigentlich hin soll. Wo ist denn das auf der Map? Ich drehe mich irgendwie gerade im Kreis. Ich laufe irgendwie gerade irgendwo da umeinander. Sagt euch etwas, Freund. Ist das nicht gefährlich? So, jetzt erst. Ah, da hinten ist er. Optisch auch. Ich singe ein anderes Lied. Ja, war gescheiter. Singen wir anders mal. Ach, weil das der Palast da ist. Jetzt haben wir soweit. Deswegen ist das da so bewacht. Gut, unser Gesuchsstatus geht langsam ziemlich weit nach oben. Müssen wir dann noch, bevor wir die eigentliche Mission machen, oder was heißt beim nächsten Mal, wenn wir die eigentliche Mission machen, müssen wir da definitiv dagegen wirken. Vergebt mir, nobler Herr. Na, da verrennen wir uns gerade wieder. Ah! Ja gut, das bitte ja, dass da jetzt ein Herold ist, weil dann besticht man den nämlich einfach gleich. Weil dann müsste der nämlich gerade so auf 0 gehen, meine, oder? Ah, nicht ganz. Aber gut.
Gut, der wird jetzt da drin irgendwo stecken. Da tut er erhöht die Position auf alle Fälle helfen. Okay. Das sind normale Wachen. Der steht ja noch irgendwo. Ach, du kommst zu mir? Das ist ja nett. Das ist ja nett, dass du zu mir kommst. Dann brauche ich dir nicht zuhören. Ich weiß zwar jetzt nicht, wo du gewesen bist. Aber gut, ich nehm's einmal so. Ja genau, komm du mehr. Na komm. Traure. Gut. So, oben mit dir. Aber denn nicht? Jetzt pass auf. Das erlauben wir jetzt einfach noch. Weg mit dem Schmutz. Ab vom Hof. Schon wieder 21.000 in der Truhe. Gut. Gut, die Hauptmission brechen wir jetzt nicht mehr an. Hätte ja niemand, dass jetzt die Hauptmission kommt. Aber gut. Freunde der Sonne. An der Stelle machen wir das nächste Mal weiter, hätte ich gesagt. Ich glaube, das ist gerade ein schöner Cliffhanger. Haben wir Venedig nur ein bisschen unter die Lupe genommen. Was da so abgeht. Und nächstes Mal nehmen wir uns dann tatsächlich den ersten Templer vor. Also mal warte, muss ich gerade schnell das ein wenig ordnen da. Ja, jetzt pass auf, was ist da los? Ich bin gleich bei Eng. Wie schnell die Zeit vergeht. Brutal. So schnell haben fast 2 Stunden um mich. Das ist unfassbar. Was zu machen. Moment. So. Freunde, ich hoffe, ihr habt es getaugt. Haben wir jetzt, wie gesagt, Venedig einfach schon mal ein bisschen angeschnitten. Ich werde offstream schauen, dass ich die ganzen Türme mal noch und noch erklimme. Das sollte ich eigentlich zeitlich gut hinbringen. Und ich schaue, dass ich natürlich auch die ganzen Codex-Seiten offstream sammelt. Damit wir dann einfach schön nahtlos und das ganze Zeug alles spielen können. Ja. Wann ich wieder Assassin's Creed spiele, weiß ich aber tatsächlich jetzt noch gar nicht. Am Mittwoch spielen wir auf alle Fälle was Neues. Da spielen wir It Takes Two mit dem Mozart zusammen. Wird interessant. Ich habe das Spiel noch nie gespielt. Und habe mir aber sagen lassen, es soll verdammt gut sein. Ja? Und mit Mozart, das, also wie gesagt, der Österreicher und der Niederbayer zusammen, das kann gerade gut werden. Schauen wir einfach. Ich bin auf alle Fälle gespannt. Wird bestimmt witzig. Angeschnitten. Ja, angeschnitten. Angestochen. Angestochen, das sollte man dann eigentlich sagen. Genau. So, Freunde der Sonne. Dann sage ich merci fürs Zuschauen. Schön, dass du warst. Jetzt muss ich mal schauen, wo Raiding denn hin. Was ist denn online? Keiner. Das ist aber schlecht. Keiner aus meiner Community online, ernsthaft? Oder flagst mir jetzt... Hey, mir flagst Twitch nicht. Schauen wir mal, wer ist in der Kategorie? Haben wir mehr Raid-Vorschläge, Freunde der Sonne? Irgendwer vor Enker der Community, irgendwer live, den wo man raiden kann, weil bei mir ist keiner online. Das wundert mich jetzt eigentlich, oder wegen. Normalerweise sind auch noch bei 7000 Leute online. Weil wenn nicht, dann Raiding einfach... Ich habe jetzt so oft andere Streamer gesehen, dass die Story von It Takes Two kann ohne jedes Spiel selber spielen. CEO Eftel, wer ist der CEO?
Wie groß ist der? Soll ungefähr meine Größe haben. Also er soll jetzt nicht 3000 Viewer haben, weil da hat er nichts davon und ich nichts davon. Aber wenn wirklich gar keiner online ist, dann nehmen wir auch den. Mr. Billinger. Gesagt, ich bin offen. Der CEO hat halt über 100 Leute. Ja, das ist suboptimal. Gut zu Fuß, grüß dich. Hab ich die Ehre. Du kommst leider zum Ende des Streams. Willst du Option? Hey, Mensch, stand ab. Was hast du irgendjemand aus deiner Community, der online ist, den man raiden könnte? Weil bei mir ist keiner online. Den kann man raiden, ja, tatsächlich. Schick mir mal schnell einen Link ein von dem Bre. Von der wir den raiden. Ich glaub, das passt. Der hat mir nämlich einen Sub bei der Chess gegiftet. Ja, genau, den raiden wir. Den raiden wir. Mit mein Maker. Kenn ich auch nicht. Der kommt. Der ist auch online. Der mein Maker ist aus der Bierger-Community, meine ich, ja? Das ist jetzt die Frage. Marshall, danke dir. Gleichfalls. Schön, dass du da warst. Hat mich gefreut. Ja, ich weiß jetzt auch nicht. Wen nehmen wir denn? Brauchst du einen Link zum Einladen? Ja, Wifi, schick mir mal einen Link zum Einladen. Da weiß ich auch mit beim Pesti, was der so treibt. Der spielt Elden Ring. Money, oder? Ja, später. Danke dir, Marshall. Wird schon werden. Auch noch gerade 2 Nachten heute und morgen. Als passt so wach. Elden Ring ist ja schon mal grundsätzlich nicht verkehrt. Und der macht Malenia. Oh, wow. Ist geschickt. Wo ist denn nicht geschickt? Discord? Ah. Schauen wir mal. Nochmal schauen. Der spielt Minecraft. Moment mal. Der hat einen. Jetzt passt so wach. Das machen wir jetzt ganz einfach. Wir raten den, der die meisten Zuschauer, die wenigen Zuschauer hat. So, der hat einen. Und der hat 6. Dann ist klar. Wenn er mal ratet. Gut. Frage erledigt. Der hat nur einen Viewer. Also machen wir einen mein Maker. Dann, jetzt pass auf, jetzt brauchen wir erst einmal da. Gut, Freunde, ich danke fürs Zugesehen, zugelurkt, wie auch immer zu haben. Ja? Wir haben einen Raid-Command. Bei meinem Maker bitte einmal reinwerfen, damit er weiß, dass jetzt Bazi gegen einfällt. Das ist das erste für Subs und für Non-Subs. Ja? Und dann haben wir natürlich noch einen Discord-Server für alle Neuer. Ich habe gerade gesagt, Marshall, falls du noch da bist, vielen Dank fürs Joinen. Herzlich willkommen bei den Geschubsen. Genau, das ist noch mein Discord. Könnt ihr auch mal drauf joinen, könnt auch mal in der Woche Streamplan, dann wisst ihr genau, was geschlagen hat. Und ja. Wir sehen uns am Mittwoch um 17 Uhr. It Takes Two mit Mozzok. Wird spaßig. In dem Sinn, macht's einen ganz schönen Abend. Bleibt sauber, bleibt gesund. Wir hören uns am Mittwoch wieder. Habe die bin für heute raus. Geht euch. Und bis dann. Viel Spaß beim Maker.